In the future, when there's no more fossil energy. Hoi, guten Morgen, willkommen in einer neuen Woche von Triester. Es ist heute schon Dienstag, ja, der Montag ist nichts passiert, ich habe Pause gemacht, ich habe es gebraucht nach dem Wochenende. Schon noch viel gewesen. Also bin ich jetzt froh gewesen, habe ich gestern für mich entschieden, ich mache Pause. Heute ist aber meine To-Do-Liste dafür riesig. Jetzt bin ich gerade natürlich meine Runde am machen. Tiere am Füttern. Ja. Und jetzt gibt es erstmal ein bisschen Hafen für die Esel. Sie lieben ihren Hafen. Genau. Ja, und dann, Schritt für Schritt, zum Beispiel, zeige ich euch, was Sophie und ich haben letzte Woche schon angefangen. Kurz, noch nicht so intensiv, aber das haben wir, darum haben wir noch nicht gefilmt. Plus, ich sollte noch die Schäfe umweiden. Und. Aber ja, eins nach dem anderen. Jetzt sind mal die Tiere dran. So, jetzt habe ich mal 2 Pfosten gesetzt. Weißt du, gibt es da oben hier quer und dann mache ich da das Blechdach machen, damit es nicht gerade direkt reinschifft. Ich weiss nicht, ob es ein bisschen hoch ist, aber ja. Muss man noch schauen. Auf jeden Fall kommt dann da unten das Plastik, das habe ich von der Sophia bekommen. Sie haben sie niedriger gehabt, bin ich am Sonntagabend noch schnell geholt mit Gitter. Das seht ihr nicht gerade. Ja, und das verschlafen sie dann und das ist dann alles ihr Auslauf. Schlussendlich. Spielbereich. Ist noch nicht zusammen gemacht, aber so wird es in etwa aussehen, das Dach für den Hasenstall. Sehr rudimentär, ja, ich weiß, aber mir gefällt es, passt zum Design. Überall Holz. Und Altmaterialien, ja. Jetzt lasse ich das einmal über Nacht so wirken und morgen ob ich immer noch zufrieden bin. Und dann kann ich es immer noch ändern, falls es nicht will. Und sonst einfach festmachen. Da braucht es natürlich eine Leiter zum Raufkommen, Bohren, Schreiben, Akku und drum und dran. Beim Videoschneiden habe ich jetzt gerade gemerkt, ich habe gar nicht erklärt, was es gibt, was ihr jetzt hier gerade gesehen habt. Es gibt einen Küngelsstall. Und zwar kommen wir nächste Woche von unserem Besuch 2 Hasen über. Weil sie gehen reisen und können ihre Hasen nicht mitnehmen und haben gefunden, am liebsten sollen unsere Hasen in Zukunft in Dresden wohnen. Und darum bin ich jetzt das eben am Bauen, was ihr gerade gesehen habt. How we gonna feed the masses? Have enough for you and me? Life today seems pretty cool. Like we came out on top. But I wonder how we're gonna get down. Gotta be careful we don't drop. Salut zusammen! Ja, bei mir ist jetzt gerade Mittwoch am Abend. Ich bin am Auflaufen. Ich hatte zwar die Stirnlampe dabei, aber haben sie nicht eingestellt. Und dann auf die Fall es geraschelt und gemacht neben mir. Hey. Ich denke, ja, jetzt muss ich gleich schnell schauen, was das ist. Und dann, ja, habt ihr ja gesehen, der wunderbare, mega schöne, grosse Vogel. Oh, mega Erlebnis gewesen. Take it slow. Claudia dort im Hintergrund und ich. Es ist heute Donnerstag. Wir haben heute einen Haufen zu tun. Ich will wohl nicht in die Schule gehen. Aber wir sind die Chefs am Zusammennehmen jetzt gerade. Die Chefs sind im Stall unten. Dort unten. Und wir sind alles am Zusammennehmen, weil sie haben jetzt ihr Gebiet schon recht abgeweidet. Und jetzt regnet es die nächste Nacht und so, also muss ich es ansehen. Dann müssen wir es neu aufstellen. Plus haben wir von der BLS eine Mitteilung bekommen, dass sie da unten den Schutzwald neu bepflanzen. Das heisst, wir müssen alles, den Haken, entweder reparieren oder neu haken. Damit sicher, einfach, unsere Tiere gehen eh nicht dort runter, aber damit sie sicher nicht runter können, weil wir sind auch schon gesagt worden, Waldgesetz und überhaupt, wir werden, ja, also es ist ganz sanft, ganz anständig gedroht worden, darum müssen wir das auch noch machen. Plus die Geissen, die grossen Ladies müssen fix eingezäunt werden, wegen dem gleichen Grund.
Ja, wir haben jetzt einen Arsch voll zu tun und noch einen Tag zusammen, Samstag dann wieder. Aber ja, darum gehe ich heute nicht in die Schule und wir sind heute einfach am Wein zusammennehmen und neu aufstellen. Und es regnet. Herrlich. Schaut mal, wer da kommt. Ladies! Shatanya, Regina, Valina, Freya, Shakti, Bhairavi, Clement. To avoid the confusion, use small and slow solutions. Yeah. Also wir sind sie nicht geholt. Sie sind von alleine gekommen. So schön, Ladies. Einfach, dass wir es dokumentiert haben wieder, sie kommen von allein. Wir müssen sie ja gar nicht rufen. Also sie kommen wie gerufen und von ganz allein. Ha! Das ist eine Bindung. Die haben es genau gewusst, sie müssen kommen. In your front yard, you can grow most of your food. In a space the size of your driveway, doesn't have to be huge. Plant a seed, watch it grow. It'll feed you, just let it go. Don't want the pain. Also das ist definitiv der Beweis. Man kann Tiere ihre Freiheit lassen und sie kommen immer wieder zurück, wenn sie Bedürfnis haben zum Dasein. Jetzt, Ladies, muss ich euch aber beichten, ihr dürft nicht mehr frei laufen in der nächsten Zeit. Ihr müsst euch weiden, aber schön gibt es euch und schön habt ihr uns unsere Tierhaltung unter Beweis gestellt. Too much to maintain, so stay inside the right size. Take it slow. Heute Morgen habe ich gelesen, Geissen sagen die pflegelechtesten Hoftiere, die man haben kann. Hey, wer sagt denn so etwas? Also, man muss sich einiges verfasst sein mit Geissen. Wir haben ja gesehen, wir haben sie vorher ja im Tunnel haben wir sie recht eingesperrt gehabt, alles recht barrikadiert. Und jetzt sind sie also doch noch ausgebüxt. Aber ja, aber eigentlich wollen wir sie ja weiden. Aber sehen wir jetzt, haben wir sie wieder eingeholt. Gerade sind sie nah. Ich bin nochmal nah mit noch mehr Brot. Und ja, jetzt haben wir es halt alleine. Jetzt gehen wir wieder zurück. Wir fertig weiden. Wir haben uns ein bisschen ablenken lassen. Und ja, ich liebe Geissen. Aber pflegeleicht sind sie wirklich, wirklich nicht. Gell, Claudia? Make it small and slow. Meets the green revolution. Claudia, When you got small and slow. von 1 bis 10, wie scheiße war heute? 10 richtig scheiße. 100. 100, ja. Richtig scheisse. Wir haben es geschafft, den Weid fertig aufzustellen. Aber so wie es aussieht, haben wir noch 2 Hühner verloren, weil wir nicht da waren. Wir haben gottlos gestritten und es regnet nonstop. Und zusätzlich muss ich jetzt noch, und es war schon 5 Uhr, gehen säen, weil es regnet ja. Sogar 5:45. Und ich muss jetzt noch säen, weil ja, wenn es so regnet, muss man ansäen. Und Frühling braucht Gas. Wow, was für ein Tag. Ich hoffe, morgen ist besser. Ja, kann ja nicht jeden Tag gut sein. Und ja, so wie es aussieht, ist der Eik jetzt allein. Genau, der Eik sucht seine Hühner, weil sie sind nicht mehr rum. Ich glaube, Tina, ihr Gefieder habe ich gefunden. Von der Dudi haben wir keine Spuren gefunden. Vielleicht versteckt sie sich, vielleicht kommt sie noch vor, wer weiß. Aber ja, ziemlich scheiß Tag gewesen. Ziemlich scheiß Tag. Yeah. 5:45 habe ich jetzt noch einen Kübel, den ich heute noch verteile. Ich habe noch 20 Kilo zum Verteilen, mache ich aber nicht mehr heute. Das ist ja nicht das letzte Mal, dass es heute regnet. Ja, und ich habe gerade noch gesehen, die Ladies sind schon wieder weg. Die wollen einfach gerne, sie sind gerne unterwegs. Ich meine, es ist ja schön. Sie haben ja heute Morgen gesehen, sie kommen immer wieder zurück. Es ist wirklich schön. Aber sie sollten mal da bleiben. Unbedingt müssten sie da bleiben. Wir müssen mal mit ihnen reden. Ja,
ein Grund mehr, wieso wir Crowdfunding unbedingt machen müssen, weil wir einen Stall haben, den wir abschliessen können. So ist einfach nicht ideal. So ist nicht ideal. Weil am Schluss, weißt, ist ja klar, wer nachher schuld ist, wenn etwas ist, oder? Genau. Auf jeden Fall, ja, Ladies, morgen dann. Schauen, ob die Buben noch da sind und sonst, ja. Übrigens, gestern Abend beim Überstunden machen habe ich die folgende Mischung ausgestreut. Und ich hoffe, es kommt alles ganz fest und viel. Ja. Irgendwie Wachstum heisst doch an seine Fehler arbeiten. Genau. Jetzt habe ich mal geflickt, was gestern rausgekommen sind, die Ladies. Jetzt sie wohl das Wochenende wieder holen müssen, weil sie müssen wirklich da bleiben. Und ja, Zwischenzeit, dann immer den Chef da rein. Den Chef braucht ja auch wieder weit. Genau, dann können sie da rein sein. Mit den Buben. Schauen wir mal, wie schön. Im Januar habe ich ja den wieder geschnitten. Und die Köpfe wieder neu gesetzt. Und ja, die sind schon am Treiben. Wenn ich die Natur liebe. Well, I think there's a small and slow solution, people. In this technology I found. So, ihr drei hübschen Schäfli. Jetzt habt ihr einen neuen Weid. Geniesset's und einen guten. It's cold at your feet. Überall ist am Wachsen. Oh, ich tu zu gern zuschauen, wie's wächst. And they're pretty good for getting from A to B. It takes a bit longer, but your legs come out stronger and there's lots of nice things So, to see. heute Morgen habe ich die Schafweide hier oben durch überall zusammengeräumt. Und jetzt nehme ich die Pfosten anführen mit dem Garette und fangen an, das Land unten durch zuzumachen, damit sicher keine Tiere in den Wald rein können. Genau. Eins nach dem anderen, Schritt für Schritt. Und zum Glück scheint heute die Sonne. When you take it slow. Also die Ausgangslage ist so. Das ist Berleswald. Da wird frisch Bäume gesetzt. Das ist unser Land. Da an der Grenze entlang steht zwar ein Hag, aber der Hag ist verwachsen, verdruckt, überbiegen mit Holz und einfach nicht dicht. Vor allem dort unten dann. Meine Lösung dafür ist, ich nehme die weißen Pfosten, stelle die alle paar Meter, 3 Meter, da der Grenze entlang und fülle es dann mit orangen Hag, damit die Esel vor allem, weil die Esel sind ja die frei wandern, nicht können in den Wald übergehen, neue Bäume auffressen. Fair enough, oder? Genau so ist es. Man macht das Beste aus, weil, muss ich ganz ehrlich gestehen, ich zeige es euch nachher von näherem, der Hagflicken, erstens mal ein Ding der Ewigkeit und zweitens mal, ja, ich allein Hag bauen über die ganze Fläche, ja, nicht möglich. Ich verstehe dich, wenn du dich jetzt fragst, ja, wieso tust du dann nicht einfach eine Weide aufstellen für die Esel? Ja, es ist ja so. Esel haben wirklich ein Problem mit Gewicht, wenn sie die ganze Zeit frisches Gras essen können. Zu viel Eiweiß, zu viel Zucker, zu viel alles. Und sie können sehr schnell, sehr fest übergewichtig werden. Vor allem, wenn du auf einer Weide hast, haben sie nicht so viel Bewegung, wie sie jetzt bei uns haben. Und wir wollen verhindern, dass sie übergewichtig werden und wir haben sie gerne so, wie sie sind. Sie haben gerne viel Bewegung und darum gönnen wir ihnen das und dann lieber die Grenzen
einmal die Grenzen abdecken und das immer wieder ein bisschen säubern, als anstatt alle Woche oder 2 Wochen die Weide umweiden. Weil zu lange auf eine Weide kann man sie auch nicht lassen. Weil das haben Sie vielleicht irgendwo schon gesehen, wo Esel immer auf der gleichen Weide sind. Am Schluss ist es nur Dreck. Und wir wollen ja die Erde aufbauen, wir wollen ja wir wollen das Gras, das wieder wächst, wir wollen schöne, saftige Wiesen haben und nicht Dreck putzen. Darum ist es schön, wenn sie sich bewegen können, dann haben sie kein Übergewicht, der Boden geht nicht kaputt und alle sind zufrieden. Make it small and slow. Ja, und eben, wieso ich das machen muss, ist, so sieht an vielen Stellen der Hag aus. Sprich, da läuft jeder einfach drüber. Weil der Hag ist sozusagen nicht existent. Und das kann flicken und aufräumen. Ja, kannst du dir vorstellen, wie viel Lust dass ich da drauf habe. Ja, mache ich es mir einfach und benutze das, was ich habe. Und da zum Beispiel weiss ich wieder, der Hag ist gut genug, dass die Esel nicht drüber gehen. So, dann muss ich nur bis da runter fahren. Und ja, vielleicht noch dort hinten etwas, aber mal schauen. Aber da kommen wir nicht weiter. Don't create no pollution. Hag Nummer 1 ist gesetzt. Da in dem Ecke kommen auf jeden Fall definitiv kein Esel mehr im Wald. Oder andere Tiere von uns kommen da nicht raus. Weil ja, alles andere ist in geschlossener Weide. Die Esel nicht, aber ja, die gehen jetzt nicht mehr weiter. Das Gute ist, hey, hoi zusammen, wenn ich dann da in dem Ecke will wieder weiden, ist ja ein Teil schon gestellt. Seht ihr, wie schön es ist, wenn die Esel einfach frei rumrennen und keine Gefahr besteht, dass sie im Wald rennen. Das ist das Leben für einen Esel. Das ist Freiheit in einem gesicherten Rahmen. Gell, mein Sohn, du geniessest es und bist ein schöner Bub. Und Preis, die genießt erst recht. Vor allem jetzt, was Mami nicht mehr so aktiv ist, dass sie ja mehr besorgt ist mit dem Lightning großziehen im Bauch. With a small and slow solution. So, leider ist es soweit. Birdie ist leider gestorben heute Nachmittag. Also sie ist nicht gerissen worden, sie ist nicht totgepickt worden. Gar nichts. Sie ist einfach gestorben. Einfach ja, hybrid und alt. Ja, gute Nacht. Gute Nacht, Birdie. Ja, aber schon ein bisschen tragisch. Innerhalb von 2 Tagen wieder 3 Hühner weniger. Und 2 davon sind die ausbrüten könnten. Ja. Das heisst, ich muss glaube ich nächste Woche wieder neue Hühner holen. Ja, nun. Kreislauf des Lebens. Kreislauf des Lebens. Aber vor allem jetzt, wo die Eiersaison wieder angefangen hat. Ja, wer weiß. Wer weiß wieso. Die Natur ist im Balance. Anscheinend. Ja. Ja. Aber apropos Natur ist im Balance. Hast du den Film Unsere große kleine Farm schon gesehen? Herrlicher Film. Herrlicher Film. Kann ich euch nur empfehlen. Bigger isn't always better. Faster don't make it stronger. Wow, ist der nicht schön, unser Mond. Bald Vollmond. So schön. We keep going the way we're going. Oh, we won't be around for much longer. Am Morgen für in der Zwischenzeit gebe ich noch ein bisschen extra Hühnerfutter, weil ich weiss, wir haben in der Zwischenzeit richtig viel Müsli. Ich sehe, gestern Abend bin ich zum Beispiel nur da gesessen und habe 5 Müsli zugeschaut beim Essen und Rumspielen. So herzig. So instead of running towards a brick wall, why not walk instead? Save your head. Bigger it is, the harder it falls. So keep it small, and take it slow.
the dream of unlimited growth. Ich bin wieder am Hagen. Hey, wie ich das gesehen. Es ist wieder ein wunderschöner Tag. Nicht ganz so warm wie gestern, aber trotzdem ein wunderschöner Samstag. Wir warten jetzt eigentlich, also während ich jetzt am Hagen bin, warte ich noch auf Besuch. Also wir, Claudia und ich, warten auf Besuch von der Ingrid und von der Hans Egon. Ja, wir sind richtig gespannt. Es wird sicher gute Gespräche geben. Und ja, wir sind unglaublich dankbar, Barbara. Heute Morgen haben wir eine wunderschöne Paartherapiesitzung miteinander. Wir sind am Arbeiten, wir sind wirklich am Arbeiten an uns und fortlaufend an allem. Entweder am Haken oder uns und den Hund trainieren und. Einfach, wir sind dran. Und eins ist klar, wir sind so glücklich und dankbar, dass wir da dürfen sein. In dieser heutigen Woche 8 vom Jahr 24. Herrlich. It's just a popular delusion. So you small and slow fertig. Und weit geht's. Yeah. Ja, Fan, aber Sie verstehen, kein Hund ist. Etappe 3. Auch schon fast fertig. Nochmal zu erläutern. Da unten. Da drunter ist der Hag. Eben. Verstehen Sie, wieso ich jetzt wieso wir jetzt da so einen Hag, anstatt den Hag zu reparieren. Ja, alles gut und recht, aber boah, weit über meine Kapazität. Übrigens, wir haben auch schon eine offizielle Offerte machen lassen, was es will kosten für Profis, unser Land einzuhagen, also die ganzen 7 Hektare. Und für 7 Hektare Land einzuhagen, wir würden es natürlich gerne auf 2 Meter hinhagen wollen, auf die Höhe, damit der Wild, ja, einfach, ja, 500.000. Ja, schön haben wir darüber geredet, oder? People tell me that I'm crazy, 'cause I do things that don't fit in with the rest of society. Like my love of small spaces, my room ain't too large. I just live in a box underneath the house off the corner of my garage. But the edge is where it's at, and it's easy to create. And my mama always said, if you're not living on the edge, then you're taking up too much space. Been looking to settle down, find someplace nice where I can get my hand on some marginal land and turn it into paradise. The smaller the better, and I don't care if it's bad. I guess I'm the kind of fella who'll always be a fringe dweller. Just do the best I can with what I have. Wir haben das Gefühl, der Joe hat das Huhn abgegeben. Der Ike hat ein neues Huhn gegeben. Sie läuft heute nämlich schon den ganzen Tag, also schon länger jetzt, läuft sie am Ike nach. Wir glauben, der Joe hat eins abgegeben. Ist das nicht sozial? Hühner können doch sozial sein miteinander. So herzig. Vermutlich war sie bei der Hackordnung relativ tief und hat sich gedacht, ja gut, mit dem Ike kann ich Nummer 1 werden. Und ja, schaut mal, wie herzig. Because the edge is where it's at, and is the most productive place. And my mama always said, if you're not living on the edge, then you're taking up too much space. Also heute Nachmittag, wie ich euch gesagt habe, haben wir ja Besuch bekommen. Der Hans Egon ist auf Besuch. Ingrid hat es nicht geschafft, wieso auch immer. Das lassen wir jetzt, kann man nur spekulieren. Hans Egon haben wir kennengelernt, ganz eine angenehme, spannende Person.
ja, es war ein schöner Nachmittag. Aber noch viel schöner war unsere Tiere den ganzen Tag. Wir haben unsere Bar, wir haben wieder Leute an der Bar gehabt, es war herrlich. Claudia hat schöne Tafeln ausgedruckt, die sind wir jetzt am Parat machen. Herrlich. Und wie es so schön auf dieser Tafel steht, zum Wissen, was läuft und zum immer auf dem Laufenden bleiben, dann doch abonnieren. What? Genau, Paradies in der ersten im YouTube. Abonnieren, dann bleibst du immer auf dem Laufenden. Weil spannend ist es einfach nur mal. I might wind up in the desert with whipping wind and sun. Well, I'll just plant a hedge and I'll start my edge and I'll have sorted two things with one. So, hat Claudia gemacht. Auf dem Eingang vorne, wie auch hinten. Oder hinten, wie auch vorne. Aber ja, jetzt weiß jeder. Willkommen im Paradies Dresden. Oh, but if the rain is a-falling and washing everything away. Wir sind gerade am Puren wieder. Am Aufräumen, am Putzen nach dem Winter. Also ehrlich gesagt, seit dem Oktober, seit die letzten Moves gegangen sind, haben wir nicht mehr gemacht. Und jetzt sind wir, also das sind wir. Wir heisst Hanna ist da. Hallo. Und Claudia und ich eben, wir sind so bereit machen, weil am Dienstag haben wir unseren ersten Besuch vom Jahr über und sie bleiben gerade 3 Tage in Pura wieder. Wir freuen uns auf Karin und auf den Pascal und auf die Familie. Genau, herrlich. So schön. Und das motiviert einen gerade richtig, zum alles richtig rausputzen und bereit machen. Und ja, das am Sonntagmorgen. Darum ist das Video noch nicht draussen, aber kommt bald. Und es gibt noch ein wichtiges Wort zum Sonntag, weil ich bin stolz auf die Hanna. Sie hat es so gut gemacht. Aber das erzählt sie euch nachher. Ja. So, Hanna hat euch mitteilen ihre guten Nachrichten. Wir sind mega stolz auf die Hanna für alles, was sie geleistet hat. Ja, Hanna, am besten erzählst du es gerade selber. Hallo zusammen, hallo Matti, hallo Vati, hallo Freunde, hallo Wallis. Ich habe euch eine mega tolle Nachricht und zwar habe ich mein Zeugnis noch erzählen, dass ich letztes Jahr hat ja das angefangen, vielleicht haben ein paar mitbekommen, dass ich Lymphdrüsenkrebs hatte. Also im Vorfeld hat es angefangen mit dem Epstein-Barr-Virus. Und dann hat die Bühne einfach nicht weggewählt und ich habe nicht genau gewusst, wie damit umgehen. Aber ich muss sagen, Gott hat mich dann wunderbar auch geführt, hat mir alle Sorgen weggenommen und ich bin dankbar, dass ich den Halt in meinem Leben habe. Und habe auch einen liebevollen Mann. Und er hat gesagt, zuerst, ich will es ohne Chemo probieren. Habe dann mit der Ernährungsweise von der Dr. Johanna Budwig angefangen, meine Ernährung umzustellen, was mir halt teilweise auch nicht noch gelungen ist. Aber es hat mir sehr gut getan, dass ich auch abnehmen konnte. Und habe dann doch noch Chemo gebraucht. Aber das grösste Geschenk ist jetzt, dass ich jetzt keinen Krebs mehr habe, dass ich wieder schnaufen kann. Hey! Und dass ich wieder singen kann. Yay! Und dass ich tiefer und noch mehr wachsen konnte im Glauben an Jesus Christus. Und vor der Chemo habe ich eine so schöne Erfahrung gemacht, die mich einfach ruhig gemacht hat, dass die Geschichte von Abraham, die mir wieder in den Sinn kam, ist, wo jetzt den Isaac opfern und nachher ist der Schafbock vorgekommen. Das hat für mich einfach geheißen, Vertrauen Gott, das werde ich jedem weitergeben, werde ich ermutigen, auch in der Bibel zu lesen, dass er der Halt ist in meinem Leben, aber ich wünsche auch das für alle anderen, auch hier im Wallis, dass sie Gott erfahren und ihm begegnen können und dass sie auf ihn vertrauen können, dass sie auch so schöne Erfahrungen machen wie ich. Und immer dankbar sein können im Leben. Yeah. Und ich will sagen, ich bin so stolz auf die Hanna, weil sie
hat sich nie von der Angst bewältigen lassen. Sie hat nie den Kopf hängen und sie hat mit eigener Disziplin und mit ihrem Vertrauen in Gott und das Universum, ich nenne es Universum, sie nennt es Gott, aber es ist beides das Gleiche. Genau, ich weiss, wir sind ja nicht immer die gleiche Meinung. Gott hat das Universum geschaffen, Genau, also alles ist eins, wir sind eins. Aber Hannah ist, bei eins ist klar, Hannah ist die beste Beispiel dafür. Wenn man sich selber unter Gott glaubt, schafft man alles und sie hat es sich geschafft zu heilen. Bravo Hannah, wir sind so stolz auf dich. Und schön lebst du noch 100 Jahre. I'll just slow down that water with a convoluted border, and everything gonna be okay. Because the edge is where it's at. I'm gonna work that into face. Cause my mama always said, if you're not living on the edge, then you're taking up too much space. Yes, she did. Make a pledge to acknowledge the edge. Grow some Claudia ist mega im Stress, sie muss jetzt gehen. Ich muss jetzt gehen. Ja. Der Goli macht immer Ja, sie muss Nein, mega mühsam. ja, und jetzt erzählst du noch so viel. Und Nein, so. also tschüss zusammen. Schönes Wochenende. Danke vielmals fürs Schauen, gute Woche. Wir freuen uns immer, dass du am Schauen bist, gell? Wir Geil, so abonnieren, liken. Oh ja, genau, und wir sind wirklich dankbar, dass du schaust. Und Claudia geht jetzt am Permakulturverein Oberwallis als GV uns vertreten und sagen und machen und tun. Viel Spaß, Genau, Claudia. bin gespannt. Tschüss! Cause the edge is where it's at. And we're on the edge right now. Yeah, we're gonna see some change, see some things get rearranged. Moving on cause there's no going back. I said the edge is where it's at. And there's no more time to waste. Cause my mama always said, if you're not living on the edge, then you're taking up too much space. Yeah, my mama always said, if you're not living on the edge, then you're taking up too much space.